Wo sind denn alle? Auf der Rennstrecke. Du bist spät dran. Komm sofort rüber zur Rennstrecke. Irgend so ein Schläger hat dem Typ, der das Rennen gewinnen sollte, den Arm gebrochen. Vielleicht ist es kein Zufall. Du siehst nicht gerade begeistert aus. Das bin ich auch nicht. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können, Tommy. Ihr wollt wirklich, dass ich hier fahre? Jetzt bist du wirklich einer von uns. Eines Abends nach einem verschlafenen Tag saß ich allein bei Salieri und nahm einen Drink. Luigi fragte mich, ob ich ihm einen Gefallen tun könnte. Hey, Tommy. Du kennst doch meine Tochter, stimmt's? Na klar, Luigi, nettes Mädchen. Du musst stolz sein. Danke, Tommy. Sie hilft mir manchmal hier hinter der Bar aus. Pass auf, ich möchte nicht, dass sie heute Abend allein heimgeht. Gestern Abend haben mir ein paar Typen Schwierigkeiten gemacht. Mit zweideutigen Andeutungen und so, du weißt schon. Ich habe mir Sorgen um das Mädchen gemacht. Deshalb dachte ich, du könntest sie vielleicht heimbringen. Es ist gar nicht weit. Du bist ein Gentleman und genießt jede Menge Respekt in der Gegend. Diese Typen würden sich nicht mit dir anlegen. Kein Problem, Luigi. Nichts leichter als das. Oh, Tom, du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin. Ich habe mir Sorgen gemacht. Keiner kennt diese Typen. Komm morgen zum Lunch vorbei, da mache ich dir ganz was Besonderes. Sarah, komm doch mal her. Sarah, das hier ist Tommy, ein guter Junge. Er bringt dich heim und sorgt dafür, dass dich diese Typen nicht mehr belästigen. Hi, vielen Dank. Es dauert nicht lange. Ich wohne gar nicht weit von hier. Ich hole nur meinen Mantel, dann können wir gehen. Okay, ich warte draußen auf Sie. Ist echt nett, dass du das machst. Diese Clowns haben mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Kein Problem. Paulie und ich kümmern uns später um diese Witzfiguren. Die Witzfiguren? Wann dauern die auf? Du arbeitest auch für Mr. Salieri, oder? Herr Chefin, ab und zu. Wirklich nett und immer gut aufgelegt. Ja, ich arbeite manchmal für ihn. Aber normalerweise gibt's da nichts zu lachen. Und was machst du sonst so? Meistens fahre ich den Don durch die Gegend. Ab und zu überrascht er mich aber. Zum Beispiel, als er wollte, dass ich bei dem Rennen mitfahre. Ja, das habe ich gesehen. Du fährst echt gut. Ich hatte einfach Glück. Warum so bescheiden? Den Typen hast du so richtig gezeigt. Ich war mal Taxifahrer. Aber zum Rennfahrer bin ich erst am Abend vor dem Rennen geworden. Na, siehst du? Du hast echt Talent. Vielleicht hast du recht. Ja, Babe. Jedenfalls war es kein Oder Spaß. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Sag mal, ist das der richtige Weg? Da wundert mich gar nichts. Schau mal an, was für ein süßes Paar. Da sind sie. Was ist denn das? Gestern noch allein, heute schon mit deinem Freund unterwegs. Jungs, es wäre vielleicht besser, wenn ihr einfach abhaut und hier keinen Ärger macht. Wenn ihr einen Ärger macht, dann du, Schaumschläger. An eurer Stelle würde ich die Fliege machen. Man kann nie wissen, was passiert. Das haben wir gleich, Romeo. Den haben wir gleich. Praktisch. Hilfe, wir werden angegriffen. Bei der Schlagerin. Willst du mich wütend machen? Hey, das tust du zum letzten Mal. Hey, das tust du zum letzten Mal. Der fix. 3 gegen 1, ha? Nicht wieder noch hier. Böse. Moment. Ich werd richtig böse. Das tust du zum letzten Mal. Ich werd richtig Bei der böse. Wolle haut schon ab. Der schleicht ja. Mummi, ups. Sarah, Baby, wo bist du hingemacht? Geht die gerade aus? Ruf die Polizei, Hilfe! Polizei. Bin auch noch du. Hey, wie wär's mit dem... Warum hilft uns denn niemand? Das sind halt Mafiosi. Keine Knarre dabei. Reiß dir den Kopf ab! Der große Fix. Hilfe! Schon mit dem Schläger hier. Du hast den Falschen erwischt. Ich werd richtig böse. Böse wäre der gleich. Weil der konnte mit ein bisschen Ich rumtun. werd richtig böse. Fällt meistens. Warum hilft uns denn niemand? Da hast du den Falschen erwischt. Da hast du den Falschen erwischt. Also Sarah, du komische Freund. Ich hab ihn.
Haben wir es jetzt? Oder steht was auf dem Programm? Hat der Schnauzen voll? Schon, oder? Die hab ich auch voll. Sarah, wir gehen. Vielen Dank. Also, ich Chefin, weiß wirklich nicht, der bist was mir ich noch ohne schuldig. dich getan hätte. Nichts zu danken, Sarah. Jederzeit. Ich hatte echt Angst, Tom. Da sind wir, Sarah. Alles Wo in wohnst du? Ordnung? Wohnst Wir du da sind drin? fast da. Dann schaue ich's mir an. Also, Sarah, sag doch eins, wir sollten mal das Bett teilen. Aus Dankmoney. Treibt ihr da hinten? Braucht ihr noch eine oder was? Das tust du zum letzten Mal. Also, die Sau der Schlung. Oh, das Buschen. Hätte man, das kann nicht mehr geil auf sie. Die Faxen aus drüben. Bleibt ihr doch. Rennt ihr du zusammen? Hauen wir den ober. Der wollte ja angrapschen. Ich wohne gleich neben Papa. Meine Mutter verließ uns kurz nach meiner Geburt. Wo wohnst du? Arbeitest du auch mit Pauli? Ja, Der selbstverständlich. ist echt witzig. Ja, er ist echt witzig. Ich finde, er hätte Schauspieler werden sollen. Manchmal benimmt er sich komisch. Das macht mir echt Angst. Ich verstehe nicht, wie man so launisch sein kann. Er muss im Leben viel durchgemacht haben. Ja, er hat schon einiges erlebt. Er ist auf der Straße aufgewachsen und das hat ihn sehr geprägt. Was treibt Vielleicht jetzt? ist er deshalb Fremden gegenüber so komisch. Er ist Don Salieri Also, dann nicht sehr geworden. dankbar. Geh zu. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er ihn nicht aufgenommen hätte. Ja, Mr. Salieri hat Papa sehr geholfen. Für mich ist er fast wie ein Großvater. Ja, Don Salieri ist ein guter Kerl. Da sind wir, Sarah. Kennt ihr den Weg kommen oder was? Was treibt ihr da? Rede mal, Mafiosi. Ab da. Oh, da hinten geht die Sonne einfach, oder wie? Also, Sarah, und sag ich dir gleich. Den nennt man vor mir. Ja, da wohnst du, da geh ich gleich mit. Gut, da wären wir. Komm doch rein. Reinkommen, lautet das Motto. So, das hier ist mein Königreich. Gehen wir doch erst mal rein. Ich sehe mir die Wunden mal an. Das ist wirklich ein Königreich. Krempeln Sie Ihre Ärmel hoch, Sir. Hilfe ist nah. Bella, wer legt die gleich ins Bett, gell? Er ist schon bereit. Okay, schauen wir mal. Sieht nicht allzu schlimm aus. Ja, das stimmt. Die sahen viel übler aus als ich. Einen Moment, ich werde es reinigen. Schon fertig. Hat nicht einmal wehgetan. Vielen Dank. Ich glaube, ich sollte dankbar sein. Also, Bummer Madels, jetzt wären wir nicht dramatisch. Wie wär's mit einem Drink, Tom? Nun, ich könnte einen Whisky vertragen, wenn Sie einen haben. Na klar. Der Abend verspricht interessant zu werden. Ein Drink für den Helden. Wie wär's mit einem kleinen Tanz? Wie bitte? Naja, ich möchte tanzen. Musik. Ich habe ein Grammophon. Ja, ich mag Musik. Ein Grammophon. Keine 5000 Euro Unlock. Sind Salieris Männer immer so harte Jungs? Naja, manchmal versuchen wir auch nett zu Leuten zu sein. Ein paar von euch vielleicht. Aber nur wenige. Und bist du einer von Salieris harten Jungs? Nur manchmal.
Naja, ich glaube, du bist ein guter, böser Mann. Oh, manchmal bin ich sogar ein sehr böser, guter Mann. Sarah war ein Engel. Ich hatte jede Menge Mädchen gehabt, aber dieses Mal war es anders. Ganz anders. Mir war klar, dass wenn ich den Rest meines Lebens mit jemandem verbringen würde, sie dieser jemand sein würde. Am nächsten Tag erzählte ich Salieri, was mit diesen Typen passiert war. Eine Bande von Rowdies hatte sich in der Gegend niedergelassen. Sie machten Ärger und jagten den Leuten Angst ein. Das gefiel Don Salieri gar nicht. Was? In meinem Revier? Eine Frechheit. Und zu allem Übel greifen sie wehrlose Frauen an. Ist Sarah irgendwas zugestoßen, Tommy? Nein, Boss. Sie ist okay. Dafür habe ich gesorgt. Gut. Warum zum Teufel hat Luigi nichts gesagt? Wir hätten uns doch sofort der Sache angenommen. Ich lasse nicht zu, dass diese Hosenscheißer die Leute in meinem Revier überfallen. Für wen halten die sich? Die Leute zahlen mir Schutzgeld. Also holen wir uns diese Ratten und schicken sie dahin, wo sie hingehören. Tom und ich kümmern uns darum. Denken diese Freaks, sie sind in einem verdammten Freizeitpark oder was? Mit meinen eigenen Händen mache ich sie fertig. Paulie, immer mit der Ruhe. Niemand bringt irgendwen um, klar? Ich will, dass er ihnen eine Lektion erteilt. Brecht ihnen sämtliche Knochen im Leib und lasst sie in ihrem eigenen Blut liegen. Schickt diese Bastarde in einen Rollstuhl. Sollen die Kinder über ihre entstellten Gesichter lachen. Lasst alle sehen, was passiert, wenn jemand mein Revier beschmutzt. Klingt interessant, Boss. Das ist gar keine schlechte Idee. Wir müssen rauskriegen, wo die Typen sich aufhalten. Vielleicht weiß Big Biff etwas. Er hängt immer auf dem Platz in Chinatown rum. Geht und findet ihn. Kein Problem, Boss. Ja, geh mal, dann Song auf der Big Biff. Aber jetzt mal brauche ich eine Knarre. Hey, sag mal, was ist das für eine? Die Dame in Rot. Chefin, soll die umbringen? Darin bin ich Profi. Ja gut, schauen wir nicht. Also Luigi, deiner Tochter geht's gut. Und das Glück ist, bald wirst du Großvater. Wirst du sehen. So, wir marschieren jetzt zu Meister Vincenzo. Polly geht zu. Dann los. Wir reden später. Wer wollte oder was? Vincenzo, wie schaut denn aus? Bitte daheim. Salute, Jungs. Und was steht heute an? Wir erteilen ein paar Clowns eine Lektion, Winnie. Da kann ich euch dieser hervorragenden Schläger empfehlen. Der hier ist sogar von einem Topspieler der Liga signiert. Ah, ich kann's nicht fassen. Ist das wirklich seiner? Na, wenn ich ehrlich bin, nein. Aber wenn du damit jemandem die Fresse polierst, wird ihm das ziemlich egal sein. Und noch ein paar Eisen. Man kann nie wissen. Ganz meine Rede. Ich habe diese 1911er Colts. Gute Automatik. Danke, Winnie. Da kommt der schon wieder mit seinem Baseballschläger daher. Pass auf. Colt her, Schläger her. Polly, warte mal. Und den Schläger habe ich in der Hosentasche, natürlich. Wo soll es sonst sein?
Polly, wie schaut denn aus? Irgendwelche Wünsche? Ich war mit dem da. Wir cruisen. Bei auf, geh mit um mit Musik. Der Riesenkisten. So, wir fahren jetzt geschwind nach Chinatown. Du Biff. Wo ist denn das? Da drum. Bei der da ist literally Chinatown ist umhat. Und dann muss ich eben nicht über die Giuliano Bridge. Kann ich sehen. Moment, abgezogen, durch den Park. Geht immer. Voll, wir töten. Müll immer. Jawohl. Wenn nicht der Mafiosi muss die Müll immer rumrennen, gell? Ich geh dazu. Ja gut. Nimm den nächsten. Was ist hier? Die Giraffe zückt. Vorsicht, Mülleimer. Was haben sie denn da? Der Fischmarkt. Das ist Chinatown. Schaut gar nicht so aus. Wo bei Intergy? Jetzt schaut aus wie Chinatown. Original mit Coca-Cola. Hi Friends, kennt mich noch? Oh, muss ich mit Sommerresten. Da ist der Blauer. Bruder, fahr weg. Ich hab ein großes Auto. Ich hab Vorfahrt. Der bifft die alte Socke. Hier da. Geh mit dem Schläger, schön. Und Biff, wie schaut denn aus? Oh, wie geht's? Wie steht's, Jungs? Na, du alter Fettsack. Wir bräuchten da eine kleine Auskunft. Was ist denn los? So eine Bande von Witzbolden hat sich in unserem Revier breit gemacht und treibt da ihr Unwesen. Sie haben Luigis Tochter angemacht. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Tom nicht da gewesen wäre. Wir müssen wissen, wo ihr Treffpunkt ist. Dann können wir Ihnen eine Nachricht von Don Salieri überbringen. Da bist du an der richtigen Adresse, Pauli. Ich weiß Bescheid. Es haben sich schon einige Leute über sie beschwert. Und man sagt, dass sie sich an der Servicestation bei der Terranova Bridge treffen. Das ist etwas entfernt von hier. Eine Art Hintertür am anderen Ende des Platzes führt dahin. Grüß Sie von mir, Pauli. Danke, Biff. Du hast das gut. Wir müssen los. Klar. Macht's gut, Jungs. Okay, Biff, ich bin gut. So, wir fahren jetzt zur alten Servicestation. Wo schlägt der hin? Der die Schlawiner. Polly, einsteigen. Wir fahren. Du geh an der Seite. Die alte Servicestation. Gleich da vorne. Treibt der da schön. War da Mr. Moonwalker. Oh, du Depp. Weg von der Straße. Ja gut, wir fahren mal links herum. Links um den Block. Mit mir. Auf den Weg!
Krankenhaus gehen. Da war die Polizei. Bei auf der Linken, was hast du denn da? Die chinesische Mauer, oder was? Die alte Servicestation. Liegt ihr da in die Station? Meinen die da? Ich glaube, wir sind da. Polly, warte mal, wir packen. Bis anschauen muss eingehen. Und Polly hat einen Plan. Niki, Juben. Fangen wir an. Denk dran, Tom, keine Ballerei. Hi, Friends. Tommy ist da. Ich rein mal ein bisschen auf darin. Pass auf, wir möchten waschen. Ich bin schon bereit. Hey, Freundchen. Don Salieri lässt schön grüßen. Na los, da bin ich ja mal gespannt. Er ist gespannt. Er ist gleich gebrochen. Ihr winkt doch. Autsch! Autsch! Beide von zwei Seiten. Er zuckelt ein bisschen, gell? Hoppala. Da unten liegt schon. Hallo, Freunde. Herkommt, schnell! Komm schon, dir zeig ich's. Gleich da! Autsch! Autsch! Au! Da hast du den Halsschneider! Da hast du den Halsschneider! Beide, die schicken ganz her, die Buben. Beide, das nutzt man Bruder. Polly, warte mal. Ich möchte auch noch mal. Was ist für einer? Zum Glück seid ihr aufgetaucht. Endlich tut jemand was gegen diese Schweine. Die Polizei. Wer ist der Schwein da? Bist du Schwein? Willst du mich wütend machen? Willst du mich wütend machen? Beide, das gerät Bruder. Das ist aber der Polly. Du weißt der, ha? Hey, Tom, die Typen haben Kanonen. Ja, Kanonen? Vergiss die Ja. Baseballschläger. Jetzt wird's ernst. Wer ballert der da rum, oder was? Beide, der grillt noch. Wenn er grillt, dann muss er umnitzen. Bei der Magnum. Ja, wie sehr sammeln, gell? Energietechnisch bei 3,80 geht noch. Guck, wer bist du? Freund oder Feind? Bei deinem Wirt glaube ich gar nicht Freund. Nur Feinde. Und? Ein Bumm? Kein Bumm. Oh, das ist es. Der Polly gleich tot. Du, warte mal. Na toll, die. Fangen wir an. Bei der bedeutet, die ganze Kacke von vorn. Ballerei. Er war schuld. Hey, Freundchen. Don Salieri lässt schön grüßen. Na los, da bin ich ja mal gespannt. Dich pack ich mit bloßen Händen! Bumm, noch mit zuhauen. Au! Ui! Aus! Aus! Der ist fix. Yes! Yes!
Alter, wer verprügelt da? Gleich da! Der da liegt hier mir. Autsch! Da hast du den falschen erwischt. Da hast du den falschen erwischt. Ja, Scheiße. Blödiges Mattel. Alter. Also Polly, ein guter Schläger bist du nicht. Zum Glück seid ihr aufgetaucht. Endlich tut jemand was gegen diese Schweine. Die Polizei Blauschwein, nichts gegen sie, bitte weil warten. einer von den Bengern wohl der Sohn von einem hohen Tier im Rathaus ist. Wieso den Polly hat du zusammengeschlagen? Irgendwo stimmt. Ihr Schweine, ihr. Wohl jemand eine Abreibung? Hey, Tom, die Typen haben Kanonen. Hey, vergiss die nicht. Bei der funktioniert. Polly, ich oben. Bei der wie hinaus. Geht dann rum. Ich werde dich finden. So mal her, er springt hinten rum. Halt am Zirkus. Der ist fix und ist fest. So mit Polly und dann regnet es so weit. Ah, Burm. Eine Magnum. Glaubt ihr was? Voll. Also jemand tut's. Freunde, erledigt. Die sind ausgeblasen. Im Blitz nicht schön. Bei der Munition wird die Magnum. Polly, keine Sorge, hier oben. Wobei, jetzt zuckt sie. Den Schwein. Das ist mein Kumpel. Ich glaube, Tütenfeiern ist nicht drin, oder? Ja, und seht zwar. Was willst du denn damit bezwecken? Ich befördere deinen Arsch aus diesem Teil der Stadt. Die Typen sind von der Mafia, Johnny. Machen wir eine Fliege. Oh, Scheiße. Schnell, zum Wagen. Wir müssen sie kriegen. Pass auf! Ciao, ciao, auf die Familie. Polly reißt zusammen. Hey, wart auf mich. Das ist ja geil. Gnade! Bei der trinkt die Uhr, gell? Freut mich. Aber ich muss schwere Kisten. Ja, das war die Laternen. Oh Gott, was für ein Schuss hier. Da hat mit dem Ring schon funktioniert.
Bei der Welt ist es wundert. Ein Bulle, Jü. Der wird sich brennen. Seht ihr durch, hier mit Jü? Wo die Villa? Seid ihr ins Baujü? Der wird der Wundermusik drin. Die sagt uns, die will was Längeres. Bolli, warte mal. Der ballert rum, gell? Das ist gut, die Schussreichweite kriege ich gar nicht. Komm schon aus, Motorschaden. Geh und mach ihn fertig. Hast du Mitleid mit ihm, oder was? Diese Tiere können dir doch nicht leid tun. Der würde dir doch bei der ersten Gelegenheit in den Rücken schießen. Ich dachte, was wohl meine Mutter oder Sarah sagen würden, wenn sie mich so sehen. Der hier ist am Ende. Das heißt, eine Sorge weniger. Was stehst du da rum und guckst dumm aus der Wäsche? Denk dran, wer gestern dein Mädchen flachlegen wollte. Besser, du gewöhnst dich dran. Ich gewöhnte mich dran.